Oh nee. Okidoki, Kleiner. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Mikes neuer Freund überlebte. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Wir bleiben bei der Gruppe. Hallo? Ah ja. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Chris war in Sicherheit. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Sam hat Mike aus dem Sanatorium gerettet. Und noch einer tot. Hast du Marshmallows? Weiter geht's wieder im Psychoparadies. So, mal gucken, was unseren gute Joshua da wieder alles sieht. Der fängt jetzt an, seit tote Schwestern ständig zu sehen. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Okay, dort eindeutig Warum hast du uns nicht gerettet? Hallus. Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwör's. Der hat eindeutig schwere Halluzinationen und Störungen. Die Rache des Schweins. Verdient hätte sich seine Rache, das Schwein, so viel wie er umgebracht hat, was er kranke Tricks. Wie kommt jetzt du raus? Ja, die wieder. Nein, ich nehme keine Befehle mehr an. Ist es das, was du willst? Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lasst mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht Du bist gerettet? tot! Wolltest du unseren Tod? Ja. Jetzt kommt da der Wendigo. Jetzt scheint er sich ihnen auch zu bemächtigen, der Geist. Ja, Sam, Minen, mir 6 ist was Uhr. Schräges aufgefallen. Mike sieht auch ganz schön fertig aus jetzt. Der Wendigo hatte eine Narbe. Ich kenne diese Narbe. Wovon redest du da? Ich habe alte Fotos vom Kerl mit dieser Narbe gesehen und er verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Ha. Lustig für dieses Alter. Ja, Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja, Wie viele? zu viele. kannst jetzt auch nicht genau beantworten, aber bestimmt so um die 30, ne? Achte darauf. Von den Bergleuten. Ich habe plötzlich so ein schreckliches Gefühl. Dito, Da will ich wirklich nicht reingehen. Okay, jetzt kommen wir endlich zum Mühlrad. Jetzt haben wir noch ein weißes Totem, ein Glückstotem gefunden. Die Lodge brennt. Glückstotem, das gucken wir uns jetzt doch gleich nochmal an. Die Lodge brennt und außer stehen Leute. Ja. Okay. Okay. Dann gucken wir uns mal unseren Film an. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wieder und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen, sie waren nach vielen Monaten Okay. fassbar. Okay, das war wieder irgend so eine neue Fetze drin. Schade, schade, schade. Ich habe das Gefühl, ich krieg die leider nicht alle zusammen. Ich gehe rein. Ich habe einfach nur X gedrückt und... Nein, ist okay. Scheiße. Sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Scheiße, ich spüre meine Finger nicht.
Jetzt endlich frieren sie mal, nachdem sie jetzt mal im Wasser sind. Warte mal, ich dachte, tiefer wird's nicht mehr. Aber nicht, nachdem sie die ganze Zeit im Schnee rumlatschen in Halbhose. Also das... Ich will keine Haie oder sowas rumschwimmen. Haie. Toll. Danke. Okay, da müssen wir wahrscheinlich durch hin rumkraxeln, ne? Aber ich mag mich erstmal hier noch umgucken, so gut wie das geht. Und mag da hin beim Mühlrad hochkraxeln. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Ja, wenn es weggeht, dann könnte ich auch da raus. Oliver. Nee. Komm schon. Wir haben es geschafft. Nee. Und ganz ehrlich zu sein, ich mag jetzt mal den Totem-Folger. Und mag beim Mühlrad hochsteigen. Ich glaube zumindest, dass es da so arg gezeigt wurde, ne? Genau, da hinten mag ich. Ich mag da hinten am Mühlrad hochkraxler. So. Mal gucken, ob das Totem recht gehabt hat und ob wir da in Sicherheit kommen. Ich hoffe es zumindest mal, ne? Ja, da können wir hoch. Also, wie schaut's aus? Hat's einen Effekt? Nee, es sieht nicht so aus. Als hätte das einen Effekt, aber da liegt was, ein Hinweis, oder? Shit. Sieht wie Hennas Schrift aus. Tag 1. Meine kleine Schwester ist tot. Sie hat den Sturz nicht überlebt. Ich habe gesehen, wie die Farbe aus ihrem Gesicht wich. Mein Bein ist gebrochen. Ich bin ganz alleine gefangen mit Beths Leiche. Bald wird jemand kommen. Scheiße. Die hat auf Blackwood-Papier geschrieben von dem Sanatorium, glaube ich. Tag 5. Ich war noch nie so hungrig. Es fühlte sich an, als würde mein Magen sich verdrehen. Ich habe mir Beths Pulli genommen. Jetzt ist es viel wärmer. Sie passt immer noch auf mich auf. Oh Gott, ich weiß, was passiert. Tag 30. Beth, ich habe keine Wahl. Nur so kann ich noch überleben hier unten. Wenn das jemand findet, es tut mir leid. Ich wusste, es ging nicht anders. Was heißt das? Verzeih mir, Beth, es tut mir leid, ja. Ich kann mal denken, was passiert ist. Sie hat sie gerade über vorgelesen. Sie wird Beth wahrscheinlich gefressen haben. Und dann hat sie den Fluch vom Wendigo erwischt. Ja. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an. Meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz. Ich werde stärker. Zum Schluss nur noch, der Rest der Schrift ist nur noch Gekrakel. Hinweis entdeckt, Tagebuch und Schmetterlingseffekt. Scheiße. Da ist was aktualisiert. Das ist dasselbe Medaillon, das in der Mine gefunden wurde. Ah, okay. Also dasselbe Foto. Und hier haben wir noch Update. Josh hat sein Wissen über Spezialeffekte durch die Filmerfahrung seines Vaters erworben. Okay. Die Zeichen. Laut Hennas Tagebuch war sie wochenlang allein unten in der Mine. Laut Hennas Tagebuch starb Beth durch den Sturz. Gulp. Sieht wie ein teilweise verwandelter Wendigo aus. Okay, jetzt haben wir das auch so aktualisiert. Die Wendigos im Sanatorium oder Wendigo-Wag im Sanatorium müssen alle diese Menschen umgebracht haben. Offenbar hat sich der gefesselte Bergarbeiter in einen Wendigo verwandelt. Die Wendigo-Wag müssen das Sanatorium überrannt haben. Braggs Leiche wurde nie gefunden. Das war einer der eingesperrten Wendigo-Wag im Sanatorium. Okay, krass. Der Hammers. Wichtige Entdeckung. Das ist das Vorletzte für den Schmetterlingseffekt. Sam fand Hennas Aufzeichnung über ihre Notlage. Scheiße. Ja, und dann ist er mutiert. Hungry habe ich dann nur noch lesen können. Was heißt das? Sie hat sie getötet? Ihre eigene Schwester? Ich weiß nicht. Wie zur Hölle sollten sie hier unten überleben? Ich weiß nicht, Michael. Ihr muss es eine Antwort geben. Mike, jetzt... Beruhige dich.
Also so wie es aussieht, ja, auf der letzten Seite stand nochmal eindeutig, glaube ich, Hungry, aber das wurde nochmal von was anderem überlagert. Ja, sehr gut, dass ich da jetzt als erstes rausgegangen bin. Du gehst anscheinend nicht weiter im Weg, aber das war ein sehr, 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 sehr wichtiger Hinweis. Das heißt, einer von den Wendigo Wag hier draußen ist die Hannah. Verdammt. Die Beth ist tatsächlich gestorben, die Hannah hat es überlebt. Hat 30 Tage lang in der Mine überlebt und ja, irgendwann hat sie dann wohl angefangen, die Leiche von ihrer Schwester zu futtern und dann hat sie den Fluch getroffen. Eieieiei. Das ist echt heftig. Okay, dann können wir jetzt hier rausgehen. Und du geht's dann wahrscheinlich richtig weiter im Weg, ne? Aber das Führungstotem hat mir ja den Weg dahin gezeigt. Dann war das wahrscheinlich das Optionale, um nochmal was Interessantes zu finden. Weil hier geht's einfach nur weg. Ja? Da liegt noch was? Oder ist es einfach nur, dass ich hier wieder runtersteigen kann? Ja. Okay, dann müssen wir wohl da lang jetzt. Ein Köpfchen. Scheiße. Shit. Da ist noch einer. Ja, krass. Oh. Nicht nur ein. Wer ist das? Kennt man den? Ah, das ist der Fremde. Mir wird schlecht. Okay, der Fremde haben sie hierher geschläft. Ich hab was gesehen. Oh oh, oh oh. Nein, mach das nicht. Macht sowas doch nicht. Ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Oh je, oh je. Nicht mehr. Ihr befehlt mir nichts mehr. Oh, okay. Okay. Ich vertraue euch. Ich Ach vertraue du euch. Scheiße. Ich vertraue euch. Das spitzt sich jetzt richtig zu. Er ist high oder sowas. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Josh, Hannah war hier unten Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Wochen, einen Monat. So. Wichtige Entdeckung. Das können wir jetzt ihm sagen, ja. Josh erfuhr die Wahrheit über das Monster. Sie grub besser aus. Sam, Mike, los, verschwinden wir jetzt von hier. okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Das ist schon mal gute Nachricht. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Josh schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Klingt doch ein Plan. Auf. Ja, du auch. Aber hier ist immer noch ein Wendigo. Ja? Josh, Minen. 6:14 Uhr. Durchgeknallter Mistkerl. Okay, wir spielen Josh. Alles klar. Eieieiei, das spitzt sich jetzt echt zu und ich mache nur einen richtigen Marathon. Ich bin jetzt schon seit 8 oder 9 Folgen dran. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Ja, was mit der ist, wissen wir auch noch nicht ganz, ne? Nur, dass er überlebt hat. Dass da ein Wendigo mindestens hinter ihr her ist. Da ist nix, ne? Nein. Okay, er hört immer noch seine Stimme im Kopf. Da hängt noch der Fremde. Scheiße. Denn tut's mir echt leid. Der war ja eigentlich hilfsbereit. Er wollte ja helfen. Ja, dann hat er ewig lang gegen die Kreaturen überlebt und ja. Ja, irgendwann dann nicht mehr. Arme Sau.
Was will ich denn nicht? Ich weiß. Okay. Ach du liebe Zeit, ich glaube, da hätte ich tierisch Schiss am Angst anstelle von Mike mit so einem unberechenbaren Spinner da unterwegs zu sein. Okay, wir müssen da wieder durch. Hinab. Ich wollte gerade sagen, nimmt er denn jetzt Huckepack? Das sah so aus. Aber wir haben ja gesehen, dass der Wendigo hier noch im Wasser ist. Deswegen mal abwarten, was da jetzt noch kommt. Oh Mann, ich bin mir sicher, der kommt jetzt gleich raus aus seiner Deckung und schnappt sich einer von denner. Ja, da hinten ist er schon. Natürlich wird der Michel wieder geschnappt. Und da ist schon Du einer. bist nicht real! Bist du nicht! Oh, Scheiße. Oh Gott. Wow. Wow. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Wow. Wichtige Entdeckung. Josh erkannte Hannah und Hannah erkannte Josh. Alter, jetzt habe ich gerade auch fett die Gänsehaut. Alter. Wie hart ist denn das bitte? Scheiße. Matt. Ui, Minen, 6:14 Uhr. Okay, cool, wir spielen mal wieder Matt. Und mal gucken, was jetzt aus ihm Woche ist. Ach du Scheiße. Wow, okay, die Hannah als Wendigo. Krasser Scheiß, Mann. Okay, wir machen das Lämpel an, ja, das ist eine gute Idee. Und mal gucken, was der jetzt so treibt. Wow. Jess! Okay, die sind so Bist du zweit. das? Scheiße. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Bei Rettungsaktion. Jessica lebte noch. Okay, das wir haben wir nicht. Nur Jessica lebte noch. Das ist schon mal ganz gut. Und rette dich selbst. Matt hat sich in Sicherheit gebracht und Matt fand Jessica. Alles klar. Was ist mit dir passiert? Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja, Das sieht aber auch ordentlich ramponiert aus. Wir sind nicht allein. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. nein, Was? nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay? Ich wollte dich nicht Ja, erschrecken. stimmt, ja, den Wendigo ja auch erlebt, dass er weggezerrt hat. Kannst du gehen? Ja, Komm schon, Jess. Status-Update. Was sagt das? Unser Status-Update? Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft ist etwas gestiegen. Und er hat das beste Verhältnis bisher zu Jessica. Matt scheint auch nicht mit den Leuten so richtig gut zu stehen. Mann, oh Meter, ist das heftig. Okay, dann sind wir jetzt wenigstens zu zweit. Das ist schön. Wäre doof gewesen, alle zu gehen, aber sie sieht extrem fertig aus. Matt traue ich durchaus noch was zu, dass er sich bewegen könnte oder rennen könnte, aber die Jessica, die sollte sich besser verstecken, wenn der Wendigo wieder kommt. Ne? Die sieht total fix und aus. Da liegt noch was. Sieh mal da. Hier gab es einen Einsturz. das war ich. Was? Ich bin da durchgestürzt. Was? So tief runter? Okay. Ja, kein Wunder, dass er aussieht, als hätte er der Allmächtige selber verprügelt. Von einem verdammten Feuerwachturm gefallen. Verarscht mich. Aber ihr Frisur sitzt noch. Und die Haargummis halten. Respekt immer an die Produzenten von solchen Dinger. Einmal Totem. Totem. Ein gelbes dürfte das sein, ne? Und zwar das Kopfstück vom gelben Totem. Oder? Ne, es war Todestotem, oder? Verlusttotem. Im Braun. Dann gucken wir es uns nochmal an. Wow, schön.
Und zwar der Mike. Okay, das passt zu dem anderen, wo der Mike was anzündet und dann du verbrennt. Hm? Okay. Ah, ich habe noch verpasst. Den Film zu gucken. Mal abwarten, was jetzt kommt. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie einsperrte und den Fluch wie und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen. Sie waren nach vielen Monaten frei. Für mich unfassbar weit entfernt. Bis zu dieser Nacht vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht... Ja, krass. Okay. Und nicht die Sache, an der Stelle mache ich wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Until Dawn auf Pelzig. Und ja, ihr seht jetzt gleich wieder, was beim nächsten Mal passiert. Also Frena ist schon mal wieder auf dem Mäuer und machen's gut, wenn ich da unseren Jazz-Zombie hinter mir her schläf. Bis morgen dann, Iron Yankee. Oh fuck, ich halte mittlerweile den Controller nur noch A. Ich traue mich nicht zu bewegen und zu retten überhaupt noch. Kein verfickter Muskelbeweger.